Teninay fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Aki Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible tous les jours sur Aki Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Aki Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Teninay, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'ny Lioka, toko 7, ny nataony Jaona mpanao batisa ary ny nampamatorany Herodazy, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny taona 510 nanjakan'ny Tiberio Kaisara, fony Ponty Pilato no gouvernement tany Jodea, ary Heroda no mpanapaka tany Galilea, ary Philippe Ralainy no mpanapaka ny tany Tory sy Trachonitis, ary Lisany no mpanapaka tany Abilena, ary Anasy sy Kaiafa no mpisorona be, dia tonga tamin'ny Jaona zanak'i Zakaria tany anefitra ny tenin'Andriamanitra. Ary nakany amin'ny tany rehetra ny amoron'ny Jordana izy nitory ny batisany fibebahana ho famelan-keloka. Araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny tenin'ny Isaia mpaminany hoe: injany misy feon'ny miantso mafy any anefitra hoe amboariny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Ny lohansa rehetra ho totofana, ary ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra ahetry, ary ny meloka ahitsy, ary ny lalana mikitotoana ho amarinina, ary ny nofo rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra. Dia hoy izy tamin'ny vahoaka izay nankeo aminy mba ataony batisa: ry taranaky ny mena rano, iza ny nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy? Koa mavoaza voamendrika ny fibebahana, ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama orainay izahay, fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'ny reto vato ireto. Ary indro, efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sada ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara ho kapaina ka tsy hipiana anaty hafa. Ary ny vahoaka nanontany an'i Jaona hoe: inona ary no ataonay? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe: izay manana akanjo roa dia aoka hanome ho an'ny tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka anao toy izany koa izy. Dia avokoa ny mpamory rehetra sasany mba ataony batisa ka nanao taminy hoe: mpampianatro, inona no ataonay? Ary hoy izy taminy: aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena alainareo. Ary nisy miaramila koa nanontany azy ka nanao hoe: ary inona kosa no mba ataonay? Dia hoy izy taminy: aza mitohatohy foana amin'olona, ary aza miampangalainga, ary mianina amin'ny karamanareo. Fa raha mbola niandry ny olona ka samy nisaina ny Jaona tampony, na izy no Kristy na tsy, dia namaly Jaona ka nanao tamin'izy rehetra hoe: izao manao batisa anareo amin'ny rano, fa avy izay mahery noho izao, ka tsy mendrika manifehy kapany aza aho. Izy manao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo, eny an-tany ny fikororoana anadiovany tsara ny ao ampamolona, ka anangonana ny vary ho any amin'ny sompony, fa ny akofa sy ny mololo ho dorany amin'ny afo tsy azo vonoina. Ary fananarana maro hafa koa notoriany tamin'ny olona. Fa Heroda mpanapaka noho ny nanarin'ny Jaona noho ny amin'ny Herodiasy, vadiny Ralainy, sy noho ny ratsy rehetra izay nataony, dia nanidy an'i Jaona tao an-tranomaizina ho fanampiny izany rehetra izany koa. Ny nanaovan'i Jaona batisa an'i Jesosy. Ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra, ary Jesosy koa efa natao batisa sy ny vavaka, dia nisokatra ny lanitra, ary ny fanahy masina nidina teo amboniny, ka ny endriny dia tahaka ny voromailala, ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: ianao ny zanako malalako, ianao no sitrako. Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy. Ary tokony efa 30 taona Jesosy raha vao nanomboka ny raharahany, ka natao ho zanak'i Josefa, izay zanak'i Eli, zanak'i Matata, zanak'i Levi, zanak'i Melki, zanak'i Janai, zanak'i Josefa, zanak'i Matiti, zanak'i Amosa, zanak'i Naoma, zanak'i Esli, zanak'i Nagai, zanak'i Mata, zanak'i Matatia, zanak'i Semei, zanak'i Joseka, zanak'i Joda, zanak'i Joanana, zanak'i Resa, zanak'i Zerobabela, zanak'i Seatliela, zanak'i Nery, zanak'i Melki, zanak'i Ady, zanak'i Kosama, zanak'i Elmadama, zanak'i Era, zanak'i Jesosy, zanak'i Eliazara, zanak'i Zoreama,
zanak'i Matata, zanak'i Levy, zanak'i Simeona, zanak'i Joda, zanak'i Josefa, zanak'i Jonama, zanak'i Eliakima, zanak'i Melea, zanak'i Mena, zanak'i Matata, zanak'i Natana, zanak'i David, zanak'i Jese, zanak'i Obeda, zanak'i Boaz, zanak'i Salomon, zanak'i Naasona, zanak'i Aminadab, zanak'i Arni, zanak'i Hezrona, zanak'i Fareza, zanak'i Joda, zanak'i Jakoba, zanak'i Isaka, zanak'i Abrahama, zanak'i Tera, zanak'i Nahora, zanak'i Seroga, zanak'i Reu, zanak'i Palega, zanak'i Eber, zanak'i Sela, zanak'i Kenana, zanak'i Arpaksada, zanak'i Sema, zanak'i Noa, zanak'i Lameka, zanak'i Metosela, zanak'i Enoka, zanak'i Jareda, zanak'i Mahalalil, zanak'i Kenana. L'Évangile selon Luc, chapitre 3, prédication de Jean-Baptiste, au nom de Jésus. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Éthurée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode, le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean dans la prison. Baptême de Jésus-Christ. Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Généalogie de Jésus-Christ. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matthias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Matt, fils de Matthias, fils de Semei, fils de Josech, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer,
fils de Jorim, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boz, fils de Salmon, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esron, fils de Phares, fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, fils de Serush, fils de Ragau, fils de Palek, fils d'Héber, fils de Sala, fils de Caïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Kainan, fils de... Das Evangelium nach Lukas Kapitel 3 im Namen Jesus. In dem 15. Jahr des Kaisers Tiberius, da Pontius Pilatus Landpfleger in Judäa war und Herodes ein Vierfürst in Galiläa und sein Bruder Philippus ein Vierfürst in Iturea und in der Gegend Trachonitis und Lysanias ein Vierfürst zu Abilene, da Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah der Befehl Gottes zu Johannes, des Zacharias Sohn, in der Wüste. Und er kam in alle Gegenden um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung Sünden. Wie geschrieben steht in dem Buch der Reden Jesajas, der Propheten, der da sagt: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige richtig. Alle Täler sollen voll werden und alle Berge und Hügel erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll richtig werden, und was uneben ist, soll schlichter Weg werden. Und alles Fleisch wird den Heiland Gottes sehen. Da sprach er zu dem Volk, da hinausging, das sich von ihm taufen ließe: Ihr, Orten die Züchter, wer hat denn euch gewiesen, dass ihr dem zukünftigen Zorn eintreten werdet? Seht zu, tut rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor, zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt, welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und in das Feuer geworfen. Und das Volk fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Wer 2 Röcke hat, der gebe dem, der keinen hat, und wer Speise hat, der tu auch so. Es kamen auch die Zöllner, dass sie sich taufen ließen und sprachen zu ihm: Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, denn gesetzt ist. Da fragten ihn auch die Kriegsleute und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemand Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Solde. Als aber das Volk im Wahn war und dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen: Ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber ein Stärkerer nach mir, dem ich nicht genugsam bin, dass ich die Riemen seiner Schuhe auflöse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel, und er wird seine Täler fegen und wird den Weizen in seine Scheuer sammeln, und die Spreu wird er mit dem ewigen Feuer verbrennen. Und viel anderes mehr ermahnte er das Volk und verkündigte ihnen das Heil. Herodes aber, der Vierfürst, da er von ihm gestraft war, um der Herodias willen, seines Bruders Weib, und um alles Übels willen, da Herodes tat, legte er über das alles Johannes gefangen. Und es begab sich, da sich alles Volk taufen ließ und Jesus auch getauft war und betete, dass sich der Himmel auftat und der Heilige Geist fuhr hernieder in leiblicher Gestalt auf ihn wie eine Taube, und eine Stimme kam aus dem Himmel, die sprach: Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Jesus war, da er anfing,
ungefähr 30 Jahre alt und ward gehalten für einen Sohn Josefs, welcher war ein Sohn Elis. Der war ein Sohn Mattats, der war ein Sohn Levis, der war ein Sohn Melchis, der war ein Sohn Janas, der war ein Sohn Josefs, der war ein Sohn des Mattathias, der war ein Sohn des Amos, der war ein Sohn Nahums, der war ein Sohn Eslis, der war ein Sohn Nangais, der war ein Sohn Mats, der war ein Sohn des Mattathias, der war ein Sohn Simeis, der war ein Sohn Joseks, der war ein Sohn Judas, der war ein Sohn Johanans, der war ein Sohn Resas, der war ein Sohn Zerubabels, der war ein Sohn Seatliels, der war ein Sohn Neris, der war ein Sohn Melchis, der war ein Sohn Adis, der war ein Sohn Kosams, der war ein Sohn Elmadams, der war ein Sohn Hers, der war ein Sohn des Jesus, der war ein Sohn Eliezers, der war ein Sohn Jochens, der war ein Sohn Mattats, der war ein Sohn Levis, der war ein Sohn Simeons, der war ein Sohn Judas, der war ein Sohn Josefs, der war ein Sohn Jonams, der war ein Sohn Eliakims, der war ein Sohn Meleas, der war ein Sohn Menams, der war ein Sohn Mattathans, der war ein Sohn Nathans, der war ein Sohn Davids, der war ein Sohn Jesses, der war ein Sohn Obeds, der war ein Sohn des Boas, der war ein Sohn Salmas, der war ein Sohn Naesons, der war ein Sohn Aminadabs, der war ein Sohn Rams, der war ein Sohn Herzron, der war ein Sohn des Peretz, der war ein Sohn Judas, der war ein Sohn Jakobs, der war ein Sohn Isaaks, der war ein Sohn Abrahams, der war ein Sohn Paras, der war ein Sohn Naors, der war ein Sohn Serugs, der war ein Sohn Regus, der war ein Sohn Pelegs, der war ein Sohn Ebers, der war ein Sohn Salas, der war ein Sohn Kenans, der war ein Sohn Arpaxads, der war ein Sohn Sems, der war ein Sohn Noas, der war ein Sohn Lameks, der war ein Sohn Methusalas, der war ein Sohn Henoks, der war ein Sohn Jareds, der war ein Sohn Mahalalels, der war ein Sohn Kenans, der war